Good morning. War ein schöner Tag, nicht? Ich muss sagen, ich bin hergekommen irgendwann. Johnny und Maria, sie waren junge Lied, 6 Monate befreit. Und darum wir, dass sie würden ihr eines Geschäft bauen. Darum wir, dass sie wollen alle Hunde sutig, Knacks und Peanuts, Korn, Ries, was immer, alle Hunde sutig. Und was wir davon merken, dort in Majoreo schreiben, in große Dinge schreiben. Und dann dort in kleine Paketen merken und dort wieder verschreiben. Und dann wollen sie ein Business bauen. Und so sie deuten, sie lieben sich Geld, renten sich ein Gebiet und fangen an, ihr Geschäft zu bauen. Aber der Verdienst wird sehr klein. Und mit all der Rent, was sie müssen tun und alles, da will nicht so recht drehen. Ein Tag setzen sie Tüß an der Dash so aus und dann ihre Nummern. Und das dreht nicht ganz tau. Und dann sage ich Maria, wenn wir bloß können den Verdienst ein klein bisschen geraten mehr. Und sie saßen da und vertalen und denken, dann waren sie sich einig. Sie wollen ihre Wäschschulen mit anders anstellen. Sie waren 80 Gramm in Kilo nehmen, 40 Gramm in halbe Kilo. Da war keine Anwaren. Und sie waren keine das sein. Und dann bleibt da vielleicht ein bisschen mehr Eva. Dann wird die Verdienst ein klein bisschen geraten sein. Vielleicht kann sie es merken. Und so sie tun. Sie fallen sich doch nicht so Fan Eva erstens, aber Johnny sagt, weißt du was, alle Menschen tun das. Unsere Kompetenz ja das. Und wenn wir nicht wollen, das auch tun, dann wird uns Kompetenz, wird uns übernehmen, like uns, wir wollen umgehen, wir wollen Schuld haben, wir wollen bankrott gehen. Und so sie tun das. Und sie schaffen wieder, und der Verdienst fängt an, klein bisschen geraten zu sein. Und sure enough, im einen Monat, sie haben klein bisschen mehr gemerkt, dass sie gebraucht haben. Und so in den nächsten 5 Jahren schaffen sie es dort, und ihr Geschäft wachsen wird, und sie haben auch ein bisschen zu Siedlein, und sie fangen sogar an zu reden von ihr eines Landschaften, ihr eines Geschäft, ihr eines Building bauen, und dass sie nicht brauchen rentun und all die Dinge. Maria hat einen Freund, und das Freund, der lud einen Tag an nach der Kirche. Und so, nicht einen Freund zu verlieren, denkt sie so, okay, ich war einmal mit vor nach der Kirche, und Johnny denkt so, okay, ich war mit meiner Frau top fahren, so sie fahren nach der Kirche. In den sind der heute Predigt in die Kirche gefahren und spreche es ein Vers, wo das sagt, dass Gott hasst dort, wenn unsere Wäschschulen nicht reich sind, und unser Mut ist nicht reich. Und sie saßen dann in die Kirche und sie checken bloß, sie werden sich nicht taub zu checken, ihr hört und bumst. Was sie stößt, und sie fangen dann an zu vertalen. Und sie fahren weiter nach die Kirche und fangen immer da an von der zu vertalen. Und nur mehrere Monate von mit der Traumkampf von einem Tag, knallen sie sich in ihr Hausstuhl und sie geben ihr Leben an Jesus. Sie haben eine feine Nacht danach, aber den nächsten Tag sind nur ihr Schaf kommen, das erste Ding, was sie sein, ist ihre Wäschel. Und so sie stehen da und checken, fangen da ein bisschen von zu reden, und sagt Maria zu Johnny, weißt du Gott, wir können das nicht mehr tun. Wie man unsere Wäschel anstellen. Und Johnny sagt, wo wir Geld verspielen, vielleicht gehen wir bankrott, unsere Kompetenz hier wird uns gewähren, like, wo wir das tun, aber sie vertalen davon, und sie wollen sich eigentlich kreinen, wo das ja kreinen uns die umgehen oder nicht. Aber sie wollen ihre Wäschel freistellen. Und so von da wieder ist in Chile, und Chile, sie tun da, wann wird noch ein klein bisschen mehr an als in Chile. Und sie merken sich ein Sand, hängt dort in ihr Geschäft ab, was da sagt, wie ihr eine reichte Schulen, eine reichte Mut. Und dann fangen sie an rumzureden. Menschen sagen, ich glaube, du bist ihr Business heißt Daily Bread. Und so, da sind die Löschen, fallen sich ein bisschen schwanger. Und so, da fangen sie an rumzureden, und sie kriegen mehr Customers. Aber der verdient sich ja drauf. Und dort, was sie geplant hatten, mit dem Landscheid, mit nie das Gebiet bauen, alle sie alle am Nähl hängen. Ein Tag kommt ein Mann an, und er geschafft, mit einem älteren Mann.
En fängt met aan te vertalen en zegt hij dat hij is een die maar van een lange tijd van grote stoelen. En hij heeft gehoord, hij ziet nu iemand wat er oprechtig is, wat kilo's voor kilo's gaan. We waren laatst in Chihuahua en we dan een gasolinera en dat is een grote plon en dat zit een lied. Ik dacht zo, okay, wat moet je dat zijn? Maar anyway, das man sagt, mir fehlt jemand, wat voor al mijn stoers, wat dit merken oder diese anpakken, wat die doen. En mir hat sie gesagt, dat Daily Bread is 100% oprechtig, ab jun kon ik mich 100% verlaten. En zo zit je in grote business, en sie wussten, so man Arbeit annehmen, han über dem ene gebied, ganzer Traum ist in Erfüllung gegangen. Aber oprechtig. Von der Welt, wenn wir denken an mit Gott gehen in eine sinnliche Welt. Und ich will das von ein bisschen anderen Seite vielleicht bechecken, als wir fertig tun. Wenn in 1. Mose, die erste 11 Kapitel, ein Ding, was Gott sagt von uns Menschen, das ist, dass wir sind in Gott sein Ebenbild gemerkt. Beides Mann und Frau. Ich will Ihnen hier ein Bild weisen. Und so, ich habe hier bloß einen Mann boven, ich fällt Luther bei, ich habe eine Frau beiselt, aber das ist ein klares Bild. Das ist, was ich will haben, die sollen hier sein. Das ist ein klares Bild. Und weet je, Gott hat uns gemerkt in sein Ebenbild. Und wenn wir in Sinn gehen und als Adam einfach sich versinnen und so wieder, dann wird das Bild ganz mischrig. Und so, wenn ihr das nächste Bild hier, das ist, was passiert. Und ich will das aus dem Beispiel bringen. Das ist, was passiert, wenn wir artig leben, wenn wir gegen Gott leben, wir leben in Sinn, wir leben glücklich, wir leben nicht in das Ebenbild Gottes. Und weet je, wir Menschen, wir sind das Gottbild auf dieser Erde. Wir spielen Gott sozusagen. Na weet je, das Ebenbild Gottes, das ist ein großer Thema, und ich würde nicht sagen, dass ich um bitte zu sagen, dass das Ebenbild Gottes, das ist dein Leben. Nicht dein Wandel, nicht deine Worte, aber dein Leben. Aber dein Leben geht eben an Worten an. Aber sollst du gemerkt bist als ein Mensch, das ist das Ebenbild Gottes. Aber dann leben wir ein Leben und wir verwaschen uns sinnliche Natur, dort verwascht das Bild gewassen müssen. Dann weet je, die Schrift redet von Tieren, das sind auch lebende Dinge, die haben den Odem von Leben in sich. Krack, das selbst wieder wird gebraucht als für ein Mensch. Aber ich glaube, wir sind in einer höheren Klasse. Wir sind da, was Gott sein Bild trauen in uns Leben. Und wenn wir artig leben, und wenn wir in Sinn leben, dann ist das Bild verwaschen. Die Welt kriegt ein artiges Bild von wer Gott ist. Und wir können das auch im Christentum nennen. Die Bibel sagt so klar, wir sind Salz und Licht in dieser Welt, oder wir sollen ein klares Bild geben. Jesus, wir spielen Jesus nu. Und wir haben einen Heiligen Geist, der uns hilft, das Leben zu leben. Aber wir wollen von dem ein bisschen nachchecken, dass wir dann Gott spielen. Was die Welt von Gott sieht, das sieht in die. Und was die Welt mit Gott beleeft, das beleeft er mit dir. Wenn du bist das Bild Gottes, du bist das Image Bearer, sagen wir auf Englisch, like wir drehen das Bild Gottes in uns Leben. Na, wir leben in einer Welt, wo Gott wird reguliert. Aber das ist die Ursache, wenn wir das Gottbild so sehr verwaschen und versuchen, noch ganz weich zu tun, das, wo in dieser Welt so schrecklich gefällt ist mit beiden Dingen. Aber wir als Gott seine Kinder, wir haben die Verantwortung, ein rechtes Bild zu weisen von Gott. Und wer Gott ist. Na, Sinn ist Sinn, wenn wer Gott ist. Nicht, wenn wir das sagen als Zeug, nicht mal, wenn die Bibel das sagt, aber wenn wer Gott ist. Unaufrichtigkeit ist Sinn, wenn Gott ist aufrichtig. Sexuell unmoralisch ist Sinn, wenn Gott ist moralisch rein. Und so ist es mit jeder Ding. Und ich weiß some von diesen Abnahmen von dir. Aber weet je, Sinn ist Sinn, wenn wer Gott ist. Nicht, wenn wir als Prediger sind, nicht, wenn wir als Zeug sind. Oder deine Eltern, oder dein Boss, oder was immer das ist in deinem Leben, das ist wegen Gott. Und das, wenn so das Licht bleibt, das ich die Säure nicht. Ich habe manchmal gesagt, dass
wer du wirklich bist, dat komt dan uit, wanneer China kijkt. Voor mensen hebben een schmackend beeld maken, voor een prediger vliegen, sogar een heen, al deze soort dingen. Aber wer wir sind, kommt dann wirklich raus, wenn du ganz allein bist. In China can't, in China City. Das wollen wir mal klar haben, das Sinne sind, wenn wer Gott ist. Er sieht die immer. Er ist immer da. Gott ist der moralische Mutbund von Reich und Reich. Und wie man uns fragen, wer ist mein Mutbund? Weet je wat Johnny und Maria von Mutbund hatten? Die Umgebung. Alle Mann das. Wenn wir das nicht wollen, dann wollen wir bankrott gehen. Wenn wir hier nicht mitmerken, dann wollen wir das nicht merken, dass Krieg uns denken fährt. Weet je, wer da ans Mutbund ist? Menschen um uns, unsere Kommunität. Wo die Dinge tun. Und wenn wir das nicht wollen, dann wollen wir umgehen, all diese Dinge. Das sind Kämpfe, was wir in uns Leben haben. Und die Kämpfe sind wirklich durch. Und so der Mensch ist gemerkt, in Gott sein Ebenbild. Und das ist, wo wir, wenn wir so vermischen. Und da rede ich viel ein bisschen von, in 1. Mose 6, wo der Teufel mit Frühes, oder die gefallene Gäste, was immer das wir ein Engel, aber mit Frühes Kinder hatten, dort wir eine gemischte Sud. Gott ist so ehrlich, aber das heißt so sehr du gehen, dass er muss die Menschheit von der Welt draufwaschen. Wenn ich als ein Kind Gottes mit Sinn taub gehe, dann tue ich in Weg das selbst denken. Ich tue den Teufel sein Bild mit Gott sein Bild vermischen. Dann heeft het een zeer mooi Bild. Met Gott gaan in de zindelijke wereld is niet helemaal leicht. En dat kost alles voor. 2 maanden in de eerste 11 kapitel van 1. Mose, daar zegt het de ging met God. Eindweer Enoch. 1. Mose 4, 24. En Enoch ging met God. En dan verschwond hij en God had hem waargenomen. We weten niet veel van Enoch. Buiten dit. Hij leefde in een wereld waar de zoet vermischt werd. Waar de mensheid dievelisch geworden werd. En bloos mal de waarheid reden. We werden einfach halve Fien, met een Feind vermischt. Door mank ging Enoch met God. En God nam hem weg. Noah. In Kapitel 6, Vers 9. Das ist die Geschichte von Noah. Noah wie ein gerechter Mann und vollkommen seine Generation. Und Noah ging mit Gott. Noah und seine Familie, ich glaube, dort ist eine Ursache, wo ihn Gott entwählt, in der Arche bauen und dann gehen. Aber er lebt mit Gott in der sinnlichen Welt, wo die Welt verdorben wird, wo Gott wird ausgelehrt und der Teufel hat übernommen. Durch Mank ging er mit Gott. Von der Seite du hier. Und ich wünsche mir, dat van mij en van die ging te zijn dat die leven met God, die ging met God. Weet je, deze mannen, die geloofden niet bloos aan God. Die ging met God. En dat is een onderscheid als ik aan Jezus geloof, of als ik maar aan go. Dat is een grote onderscheid. Zij deden dat Gottbild reich durchstellen und Gott kann entbrücken für große Dinge. Na, ich will Ihnen ein paar Dinge wiesen von dem, was Gott sagt, was wir nicht vermischen sollen. Und das sind Dinge, was wir alle gut wissen, aber es ist danach gut, dass wir uns mal erinnern. Eigentlich, was Gott sein Volk lehrt, im Alten Bund besonders, aber auch in den Neuen Bund, da ist, dass wir sollen nicht uns vermischen mit den Heiden. Oder auf Englisch sagen mit Pagans. Und weet je, wir leben in dieser Welt. Und die Bibel sagt nicht, dass wir hier sollen wegtragen. Uns Männer nicht denken, als wenn mal was irgendwo einen Hänger Boy tragen, irgendwo ein Boot nehmen, oder irgendwo in einer Schlucht, wo wir so denken, da wird der Teufel nicht ankommen. Wir sehen mal einen in Durango, dass wir für den Riesen die Hand getroffen und wenn das alle am Boy und wir die Finden angekommen, können nicht mehr rühren. Aber das ist einmal mit aus bei uns, nicht? Und so die Bibel lehrt uns nicht, dass wir sollen wegtragen von der Welt, dass wir hier sollen führen.
Aber Gott lehrt sein Volk, die soll nicht mit den Herden vermischen. Befriedigt nicht mit euch, geeft nicht jene Dachterin, als frühest für euch und all diese Dinge. So als Gott ein Races, da wir sollen, und dort ein bisschen uns denken, ja was vielleicht einmal als Mennoniten, dass wir sind beten, wir sollen uns nicht befrieden mit den Spanischen, mit den Englischen, mit den Russen oder was immer das alle wir haben meist in der ganzen Welt gewohnt und immer in unseren Kolonien, immer das Idee, dass wir nicht vermischen. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr dahin, als bloß nicht vermischen mit anderen Blut oder anderen Rassen oder anderen Kulturen wieder. Aber wenn wir zurückgehen in das Alte Testament, all die anderen Völker, da habe ich fertig von geredet, aber die hatten viele Jahre. Keiner hat really den wahren Gott. Bitte Gott lehrt Israel, das heißt der einzige wahre Gott. Und Gott sagt zu ihnen, dass wenn jemand vermischen mit diesen anderen Völkern, dann wollen sie anfangen, der Gott zu dienen. Weißt du, was da verging? Dann wollen sie Gott in Jata mischen. Wenn jemand mit der Toping. Und sie dachten, dass immer war, und Gott muss über den strafen, Gott muss in die Gefangenschaft nehmen, für viele von ihnen kamen arm. Ich meine, das sind Geschichten von wo 21.000 Männer starben auf einmal, wenn sie hatten sich vermischt mit der Unrechten Sud. Gott ist so ernst über das. Na, in Christus haben wir von der Vergebung nicht, und wie kann Buße und wie kann der Rütwing. Aber Gott will nicht haben, dass du als ein Kind Gottes mit dem Teufel sein Kind sind sollen verbinden. Wenn du warst den Teufel dein, das ist 100% immer sicher. Einmal denkt ein junger Paar so, weißt du, okay, mein Boyfriend, der glaubt nicht an Gott, aber ich glaube, ich wollte ihn gewinnen. Das nicht. 2. Korinther 6, Vers 14. Lot ihr nicht Hauptspannen mit Söhnen, was nicht leuven. Wils Wort kann Gerechtigkeit mit eurer Gerechtigkeit zu tun haben. Du bist das Ebenbild Gottes. Was kann dein Bild mit Gott mit einer Unrechten Wischschule? Wo kann das mixen? Wils was kann Gerechtigkeit mit eurer Gerechtigkeit zu tun haben? Oder was kann Licht mit der diese Gemeinschaft haben? Kann Christus mit Satan sterben? Das ist der Punkt, wo Gott von wach will, dass wir uns nicht vermischen mit den Teufel in sein Volk sozusagen oder mit teuflischen Dingen. Kann Christus mit Satan sterben? Was haben die, was leben, tut mit die, was nicht leben? Weet je, uns dat alle klar, dass wenn dort 2 Menschen, warum sind das ein paar Lied? Einer will nach New York fliegen und einer nach L.A. Aber die wollen top auf ein Airplane fliegen. Was schafft das? Und wenn du ein Kind Gottes bist, und du gehst auf den Teufel sein Weg, wo passt das top? Das, was ich hier sage. Hat nichts zu tun mit, ich soll mich nicht mit Spanisch befreien oder mit Englisch oder mit was immer. Oder hat zu tun mit, dass ich soll mich nicht befreien mit dem Kind von den Teufel. Das ist really der Punkt. Und so, wir können nicht diese Dinge mischen. Also, ich will sagen, das meint nicht, dass wir von der Welt wegtreten, dass wir kein Geschäft treiben mit der Welt. Aber wir müssen mit dem schaffen, dass wir nicht korrekt so waren aus der Welt in uns denken und wo wir handeln, in unserer Aufrichtigkeit, wo wir unsere Wegschulen haben, weißt du, das wird uns viel kosten. Vielleicht wollen wir bankrott gehen, aber wir müssen unsere Wegschulen auch verstehen, als wo wir hingehen. Das fehlt mal uns denken. Und so Gott sagt zu seinem Volk, das nicht vermischen mit den Heiden. Das hat nichts mit Racism zu tun, das hat zu tun mit eigentlich hier Gott und eigentlich hier den Teufel. Und dabei Dinge kannst du nicht mischen. Noch ein Ding, was Gott sagt, und das war ein bisschen ein Thema, wo wir nicht von reden sollen, aber das ist mir dann schließlich ein Don't, because das ist ein von den ganz verdrehtsten Dingen in der ganzen Welt, aber wir sollen da niemals von reden. Und das ist das ganze Ding mit Sex. Geschlechtsverkehr. Gott sagt dort nicht die unrechte sexuelle Dinge mischen. In 1. Mose 2,24 sagt er, du wenn jeden Mann von seinen Eltern weich und vereinigt sich mit seinen Frühen und sie sind eins. Und du wenn da ich erst gesagt, ihr sollt Mann und Früh beiden anwählen, Mann und Früh taub. Als ein Vorbild von wer Gott ist.
Nicht der Mann allein und nicht der Frau allein. Das meint nicht, dass wir uns anmachen befrieren. Aber in Gott sein Ebenbild wir der Mann und Frau beide spannen. Und Gott hat einen Plan. Ein Mann, eine Frau, taub für Lebenszeit, taub in ein sexuelles Verhältnis, taub in der Familie. Und wenn wir dort verdrehen, dann verdrehen wir Gott sein Bild. Und das ist ein von den Dingen, was der Teufel ein von den ganz dollsten braucht in unserer Welt, von der, die Menschheit verdorben. 1. Korinther 6, Vers 15 sagt, weet je nicht, dass die Körper Glieder an Christus sind. Und andere wieder, weet je nicht, dass du als eine gläubige Person, dass du das Gott sein Bild spielen. Weißt du das nicht? Und dann sagt er, soll ich dann Christus seine Glieder nehmen und hören Glieder durch mir? Aber niemals. Oder weet je nicht, wahre das Idee, weet je nicht, dass wer sich mit einer hohen Aufgabe ein Körper mit er ist. Die Schrift sagt, die zwei wollen ein Fleisch sein. Wer sich aber mit dem Herrn verbindet, ist ein Geist mit Amen. So hier ist der Unterschied. Ich als ein Mann habe nun eine andere Frau genommen, nun habe ich dort vermischt, was Gott sagt, ich soll nicht. Wenn ich sie mit Jesus taub gemischt. Und nu gehe ich und das sexuelle Bild, die Mann und Frau, das Ebenbild Gottes, ich verdorf dort mit einer anderen Frau. Oder mit einem anderen Mann. Und er passt nicht taub. Und nu ist das Jesus-Bild, oder das Gott-Bild in mir, das verdorben, wenn ich ein Feindbild genommen, das taub gebaut. Na, das sind so große Themen, und so ernste Themen. Aber some von uns Männern, das ist Zeit, da wir Buße tun. Weil im Alten Bund, da wird die Todesstrafe auf gewisse sexuelle Sünden. Gott nimmt das ernst. Und so, wenn wir einen Mann haben, der seine eine Tochter sexuell braucht, der soll nicht mal leben können. Aber wie es fällt, wenn wir niemals von das reden, und du musst nicht von dir reden, das ist eine Schande von reden, du läuft das rein alle Tag. Ein Mann, der hat noch eine andere Frau, und hat wenn ihm ein Kind mit einer anderen Frau, und ist da was vermischt, was nicht soll vermischt sein, und das bringt viel Weide mit sich. Ich was ab in so einem Heim. Mein Dad hat wenigstens 3 Familien, was von arbeiten. Wie viel nach dort waschen, weiß ich nicht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was für eine Dinge dort in der Familie anbringt. Dort verwäscht Gott sein Ebenbild von Mann und Frau und Eichen, Trüsen und Taub eine Familie haben. Na, das ist alle eine Mondsinn, das ist eine frühe Sinn, glaube ich. Aber es ist nicht bloß eine Mondsinn. Aber in uns Fall habe ich schrecklich viel zu viel sonst das. Sexuelle Unmoralität, was wir uns nicht mal wählen von zu reden. Und so wie haben Gott sein Ebenbild schrecklich verdorben. Und so ja vermischt mit dem Teufel sein Bild. Und keiner kann mir ein klares Bild von Gott sein, wie mein Leben. Wie wir mal falsch, was die Nummer hat, dass wir haben rechte Wäsche. Und wenn wir haben, kämen uns gegen zu vertrauen, auf eine Grenze, in die Geschäfte, mein Wort, das wir mein Wort, in so eine Dinge, das alle down the drain, sagen wir einmal, das alle war geflasht. Und nu ist es in der Welt da, so dass wenn wir wo sind, dann sind sie besonders vorsichtig. Wie hat Gott sein Bild so verwäscht, dass nicht zu glauben wird. Because wir wollen Recker sein. Mehr Geld mehr. Noch ein Ding, was Gott sagt, dort nicht jene Wegschulden verstellen. Ich vertalte Ihnen die Geschichte von Anfang, aber in 3. Mose 19, 34. Je soll nicht eureich handeln, mit dem Mutstock, mit dem Gewicht und mit dem Mutdinger, wenn je wird aufmähen. Jene Wegschul und die Gewichter sollen stemmen und je sollen reich den Mutstock und Mutschopen haben. Ich sehe der Herr, jün Gott, der jünt der Jept in die 4. Weißt ihr, was Gott hier sagt? Je sollen ein Volk sein, was mir wird reich spielen, because ich sehe Gott. Wie drehen Gott sein Bild.
Nou, Gott sagt nicht zu uns, dass wir nicht sollen Business treiben. Und ich weiß, wir leben in een anerprächtig Land, aber ich glaube, einmal braucht wir dort als eine Utrecht, um auch anerprächtig sein. Und wir sollen nicht. Some Dinge kannst du in dit Land nicht tun, wenn du nicht willig bist, um in das zu tun und so weiter. Und das ist ein Kampf, was wir hier haben, da weit wir uns gut mit. Aber wo ist meine Einstellung, dort sage ich viel von mir selbst. Als Johannes die Täufer predigen, dann schauen die Menschen noch an und sagen, okay, was soll wir? Und Johannes sagt dort Buße, wenkt an, wenkt weg von ihm und sagen sie, was soll wir tun? Lukas 3, Vers 12. Dann schauen die Taxkollectoren, sich deuten zu lassen. Und früher Lehrer, was soll wir tun? Er sagt an, kollekt nicht mehr, als das Gesetz verlangt. Das ist mir interessant. Eigentlich würde er sagen, weet je wat, je soll nicht mal Taxkollector sein. Like, dort gehört und bleibt die Menschen nicht an, dort Job. Und wie denken jemand, die Wasser arbeiten würde, wenn man sagen, oh, das ist nicht für den Christ. Das ist nicht, was Johannes sagt. Er sagt dort, universal, den Taxkollekten reich anstellen. Und so Gott sagt nicht zu dir, du sollst nicht Business treiben, du sollst nicht ein großes Geschäft haben. Aber Gott sagt zu dir, du deine Wäsche anstellen. Wo du deine Customers behandelst, wo du deine Arbeiter behandelst. Wo wir unsere Familie behandeln. Weil wir nicht Gott sein Bild vermischen. Dan weet je, de Bijbel heeft nog veel meer dingen. Maar ik wil dit van jou in jullie aandrijven, dat ik en du draaien dat Godbeeld in ons. En dat is vielleicht niemals so klar, als het soll sein, wenn wir sind gefallene Menschen. Aber wir sollen nicht mutwillig Gott sein Bild ganz verwaschen. Und dort taub bin mit Dingen, was nicht taub hören. Und so weil wir das Bild Gottes klar wiesen, so klar als wir können. Weet je, als Gott sie nicht kennen, als Christen, wie hat Gott in uns wohnen? Weet je, Gott will mit die taub sein. Und er will die halten. Der Heilige Geist wohnt in die. Der will die leiden. Und vielleicht sagt er dir auch einmal, okay, der Wäsche, like, das ist nicht reich, was du da hast. Du hast angestellt. Aber ja, bei mir war das zu viel Geld kosten, wenn ich da war dann. Und ich war hier nicht kann verdienen, wenn ich dort nicht war anerprächtigt tun. Like, dort ist uns Kampf, ich weiß das sehr gut. Und das ist ein Ding, wo wir waren mit kämpfen, uns Lebenszeit lang. Aber was ist really meine Einstellung über das? Und so Johnny mir sagt, weet je Gott, wenn mein Geschäft wird untergehen. Aber wir wollen uns wirklich schon einstellen. Mit Gott gehen in eine sinnliche Welt. Das ist kein einfaches Ding. Nicht hier in Mexiko. Nein, das ist alle wen über rein. Aber wir sind in Gott sein Ebenbild gemerkt. Wir drehen das Gottbild in uns. Bloß einfach, wer du bist als Person. Und dann da wir unsere Worte dabei. Und wir sollen unsere Worte dort spielen, was Gott sein Bild ist. Und wenn wir dort vermischen, mutwillig vermischen, mit das rechte Geschäft, mit das rechte sexuelle Dinge, wir vermischen uns mit der Welt und das ist kein Unterschied mehr zu sein. Ich meine, keiner weiß nicht mal, dass ich ein Christ bin, wenn ich handel Charakter mein Nicht-Christlicher über das, das ist kein Unterschied, das soll nicht so sein. Du trägst Gott sein Bild in dich. Und so werden wir klar merken. Vielleicht müssen wir anwägen. Vielleicht müssen wir wegwägen von dort selbstsicher, jährige Denken, was ich habe. Und mal sagen, weißt du was, Jesus ist mir wichtig. Wenn ich dann nicht Geld merken, mir ist Jesus wichtig. Und das ist nicht ein einfaches Ding. Bitte dort nicht leben, dass ich lebe, das ist ein einfaches Ding. Und ich weiß das nicht. Aber wir sind Gott sein Kinder. Wir glauben an Jesus. Wir drehen Gott sein Bild in uns. Und nicht bloß dort, nur drehen wir noch Jesus sein Bild in uns, in die Kirche, und bloß einfach das Bild, was die Welt soll sein von Gott, Jesus, Heiliger Geist. Wir spielen das ganze Ding.
wir het nicht verwaschen. Wir het nicht mutwillig verwaschen. Op aansluiten leiden van God. Amen. Ik wil vragen dat je opstond. Ziemlicher Vater, Dankeschön, für dass du uns hast gemerkt in dein Ebenbild. Und Herr, ich weiß, dass das Sinn, dass das Bild einmal verwaschen, aber einmal da wieder mutwillig. Und ich freue, dass du uns vergeben, uns leiden, halb uns umwegen. Und dass wir wollen das Ebenbild Gottes auf diese Welt reichweisen, dass die Welt kann sein, wo Gott sitzt und wo Menschen handeln, was mit Gott tut gehen. Halb uns mit Gott gehen in der sündlichen Welt. Amen.